Ja, ja, Freunde, auch in Akt Nummer 3 geht es noch feuchtfröhlich weiter bei Fire Emblem Echoes Shells of Valencia und ich würde sogar sagen, mal Zug beenden und gucken, was der Gegner macht. Ja, aber dürfte eigentlich nicht viel Schaden machen, da gar kein Item, gar keinen Bogen trägt und damit er sie gar nicht killen dürfte. Mei, ob das jetzt klug war, weil es kommt der nächste und greift dich an. Ja, okay. Also wenn es jetzt noch. Saber macht sie alle platt. Also ohne Saber und ohne Valba hätte ich, glaube ich, hier ziemliche Probleme. Da ja eigentlich unsere Einheit, vor allem Celikas eigenes Team, sag ich jetzt mal, doch ziemlich auf Magie basiert und deswegen... Oh nee. Das ist nicht euer Ernst da oben. Ich verstehe, dass Erfahrungspunkte haben wollt, aber das ist gerade eine ziemlich doofe Idee hier. Ihr macht mir gerade alles kaputt. Wenn der angreift, ist doch ein Problem. Und euch alle rekrutieren will. Und so weit denke ich natürlich gar nicht. Okay, bringt nichts. Ich muss hier schnell durch. Mhm, komm, was da wollen, die müssen weg. So, jetzt kommt da unten noch einer. Ja. Soll er mal. Ist der hier, ist mir wieder weg. Komme ich hier eigentlich auch durch? Müsste eigentlich doch, wa? Ja. Quitten! Nee. Wer schreit so? Da habe ich hier immer noch als Gegner. Okay. Gut. So weit, so gut. Es muss natürlich hier ein bisschen nach vorne preschen, wenn die schon das Gefühl haben, sie müssen... Scheiße. War natürlich um diese junge Dame hier weniger Sorgen als in Englands Ringträger, um die machen wir weit mehr Sorgen. Die hat zuerst Verteidigung, aber wenn die hier alle auf sie zukommen, eine gute Nacht. Dann erstmal auf den hier, weil der Geschwindigkeit 12, da könnte noch was doppeln da. Also mit den grünen Einheiten hier ist schon ein bisschen doof. Das nicht irgendwie... mehr Einfluss darauf nehmen kann, sag ich jetzt mal. Und schon früher rekrutieren kann, weil jetzt kommt eben das, was ich vorhin gefürchtet habe. Gequittet und quittet, das ist unglaublich. Kommt mir vor eine 50%ige Crit-Chance. Der traut sich ja was. Ach komm schon, gegen Valba bringt das doch nichts. Oh oh. Zieh dich bitte zurück, oder kannst du gar nicht, ist ja angeschlossen. Ups. Ja, bist du selber schuld. Oder ja, erstmal den bitte töten, kann die andere... Mann, wie doof sind die bitte. Ich will natürlich beide haben, das heißt, im Notfall muss das Kapitel neu starten. Ich sag nur Kapitel. Den Kampf natürlich, Entschuldigung. So, jetzt haben wir hier den noch. Was mit dem machen soll, keine Ahnung. Den kann man ein bisschen anbraten. Kann ich so gesehen also Celica überlassen. So, jetzt bin ich hier oben noch. Muss ich erstmal hier rüber. Dann habe ich hier schwarze Magie und tschüss. War vielleicht ein bisschen riskant wegen der Trefferquote, aber hey, no risk, no fun, liebe Freunde. So, jetzt aber schnell rüber und Saber. Ja, wenn ich nochmal neu starten muss, ich hoffe natürlich nicht, falls es muss, dann, dann werde ich natürlich darauf achten, dass ich Saber doch rechts belasse.
Und hier mit Jenny halt erstmal darauf achte, dass ich mit ihr ihren Aufruf mache. Die Anrufung, Entschuldigung, nicht den Aufruf, sondern die Anrufung. Mann, Alien trifft hier aber auch gar nichts. Kann mir ja langsam mal drauf gehen. Also, aber es hier natürlich die Hoffnung, weil die können noch einmal angreifen. Der Schnelle. Nein, der Schnelle ist noch da. Wie doof sind. Oh, Scheiße! Mann! Wie doof sind denn die bitte? Mein Gott, schenkt NPCs ein Hirn. Jetzt kommt der nächste direkt. Also sich zurückziehen und so, davon haben sie noch nie was gehört, wa? Ja, also du quitten kannst, ist mir schon klar. Meine Güte, so kann man sowieso kaum vom Fleck. Ja, ja, ist ein bisschen rough. Kommst du rüber? Ne, kommst nicht rüber. Also, Valba, wenn ich bitten darf, mache platt und kriegt Erfahrungspunkte. Ja, eigentlich hätte was passieren müssen, da stimme ich dir vollkommen zu. Naja. Jetzt hat die wieder ab da. Sehr gut, wir kommen jetzt mal auf sie zu. Natürlich auch nicht schlecht. Aber natürlich quatschen geht hier nicht, also kann ich direkt alle da oben lassen und abwarten. Celica, unsere Lieblingspriesterin. Ach, ernsthaft? Kein Crit? Wundert mich gerade ein bisschen. So, wenn wir sagen, Hasta la vista, Baby, ich mache hier Feuer und tschüss. Einmal ausweichen geht, aber zweimal keine Chance. Kampfende beide haben überlebt, Gott sei Dank. Jo, will raus sagen, Lien. Der hat echt ziemlich auf ihn getroffen. Thank the mother we managed to keep those sisters safe. Come now. We'll gain nothing by lingering. Wait, we didn't get to properly... And they're gone. Ja, weg sind sie zwar, aber wisst ihr, was man gerade fragt? Das hat doch eindeutig die Schwester. Diebe erschienen, okay. Warte mal. Komme ich jetzt... Hafen von Sophia. Ja, und jetzt? Das müsste ich jetzt aber... Oh, good. I was hoping we'd find you. You really saved us back on the coast. We've managed to dig up some additional information since then. Turns out our sister Est is being held by a thief named Greeth. Your strength is beyond reproach. That much is certain. If you're headed to Greeth's Citadel, perhaps you'd let us join you? Aber natürlich! I see my sister is traveling with you. That's wonderful. I trust it's all right if I accompany you as well? Aber sowas von. Dankeschön. Lalala. So, ich würde dann sogar sagen, also bei Pella bin ich noch ein bisschen ja, nicht so ganz klar, weil Langspeer ist natürlich eine coole Attacke und so. Delta-Attacke, wir verarschen.
Von Chance zusammen ausgeführt. Oh. Ach so. Ja, da gab es ja auch schon mal. In früheren Fire Emblem Teilen gab es in einem besonders, wenn ich nicht mehr so sicher, ob es Awakening oder so etwas war. Ja, wenn man 3 Pegasus-Ritter zusammen hatte und die hat einen Gegner umrundet haben, sag ich jetzt mal, also sprich einer war vor ihm, einer links von ihm, einer rechts von ihm, konnte ich echt so eine Trial-Attacke ausführen. Das war eigentlich ziemlich geil. So, also Catriel kommt sicher mit, die hat so krasse Werte, das finde ich jetzt echt ein bisschen sehr krass. Vor allem Fähigkeit, Geschwindigkeit und Glück plus 20, leck mich Marsch. Resistenz 9, ein Kreis, was man Pegasus Ritter erwarten kann. Bei Pella bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob die mitkommen soll. Mal so ein bisschen vergleichen, wa? Klar, Kamui macht ja eigentlich auch einen guten Job, aber wir haben bereits so einen Söldner. Deswegen brauche ich eigentlich nicht unbedingt 2. Lien, der einzige Scharfschütze, der mir noch ein bisschen Sorgen macht. Ich glaube, ich muss bei ihm einen Eisenbogen wegnehmen. Oder ich muss sonst was mit Speed machen, weil der hat nur Speed 4, das ist für den Scharfschützen sehr wenig. Ich hätte gerne das ein bisschen öfter crittet, sag ich sogar mal. Oder sogar vor allem doppelt. Mit Crit hat es nichts zu tun, aber doppelt wäre ganz geil. Und hier Pella mit dem Langspeer. Ja, Geschwindigkeit ist auch gedroppt, aber Man kann sich überlegen, ob man den Langspeer vielleicht sogar Valber geben soll. Weil der hat eh schon 13 Verteidigung. Ob jetzt dann ein Ice Shield dazukommt oder nicht. Trägt eigentlich eine von uns. Ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz. Da ist im Prinzip Gesundung, aber da jetzt hier auch Gesundung. Nehme ich den Eisenbogen weg und gebe ihm erstmal eventuell eine Option. Ich glaube, ich habe irgendwo noch den Lederschild, genau. Mit ihm noch ein bisschen mehr Verteidigung. Er kann vielleicht nochmal doppeln. Klar, es hilft mir natürlich. Gut, Bogenreichweite hat er dank dem Schützen. Natürlich fehlt mir jetzt der Bonus gegen Pegasus oder gegen fliegende Einheiten. Der Bonus fehlt mir jetzt. Andererseits hatten bisher relativ wenige hatten bisher relativ wenige Pegasus-Einheiten und so, deswegen, ja, da überhaupt was mal kommt, ist sowieso fraglich. So, jetzt natürlich die Frage mit ihr, gehen wir direkt weiter oder wechsle ich jetzt wieder auf Alm? Ich glaube, switch mal auf Alm, war. Also so gerne mal wieder bei Alm ein paar neue Charaktere. Fände ich ganz geil. Erste Schlacht im Wald von Sophia. Ist doch Story? Sieht fast so aus, wa? Wo sind die Gegner? Sind alle oben, okay. Wo sind alle Magier? Scheiße. Alles Magier, das hasse ich auf Alms Route. Das ist hier echt scheiße. Weil ich habe eigentlich nur 3, die mit Resistenz ein bisschen punkten können, sind Sylk, Fee und Cliff noch. Und klären noch ein bisschen mit zum Angreifen, der Rest ist ziemlich am Arsch hier. Oh, scheiße. Ja, das wird lustig. Das wird sehr lustig, das heißt, umgekehrte Planfolge im Gegensatz zu sonst. Tobin aus der Entfernung an. Gray natürlich auch. Problem ist, dass bei ihm halt, er macht magischen Schaden, wa? Das ist jetzt für den Fall, wobei die haben noch relativ viel Verteidigung, also macht keinen großen Unterschied. Im Gegenteil kriegt das Blitzschwert relativ viel Power dazu, also vielleicht sogar noch cooler. Ich gehe mal nach unten hin und mache das Team mal so, wa? Also die haben alle ungefähr das gleiche drauf, haben auch alle ungefähr die gleichen Werte, natürlich ist der ein bisschen gefährlicher, okay. Das heißt, ich kann mal versuchen zu gucken, wie ich die am besten blocke. Das heißt erstmal, du hast überall einen Wald noch. Das ist natürlich jetzt sehr geil. Ich schicke mal Fei hier hin. Allow you. Ich mache mal so, wenn wir ein bisschen gucken, was wir drauf haben.
Das Lieutenant jetzt hier unten antanzt. Das heißt im Fall für Claire. Dann mache ich Gray hier hin. Und Alm hier. Und bin echt gespannt, was passieren kann. Gut, war jetzt relativ wenig abzusehen. Das ist groß was gebracht oder nichts. Treffen müssen die noch lernen. Wobei, ich bin im Wald hier, also Wald ist natürlich immer geil. Ja, ich wage mich jetzt ein bisschen weit nach vorne, aber ich glaube sogar, es muss so sein. Na gut, sie knüttet sie sowieso gar kein Problem. Sehr gut, sehr gut. Jetzt auch mal gefragt. Ja, macht trotzdem guten Schaden. Spielt nicht groß eine Rolle, wo ich angreife. Wie sieht es mit allem aus? Ich meine, natürlich muss erstmal treffen, mich hier drin treffen. Fähigkeiten. Ich könnte Windfeger machen, greife ich einmal an. Sonderschlag eine höhere Kappe. Ich mache erstmal Windfeger. Ich weiß nicht, investiere Kappe dafür und danach kann er mich nicht angreifen. Oh! Problem gelöst. Windfeger Crit, das gefällt mir auch ganz gut. Gut, hier haben wir, wie bereits mal erwähnt, muss ich auch mal erstmal gucken. Auch um nachher meine Truppen zu positionieren. Also eine hinstellen würde ich nachher gerne mal mit Silk versuchen. Erfahrungspunkte mäßig würde ich gerne mit ihm noch was machen. Also dann kann direkt hier stehen bleiben. Der andere trifft ihn eh nicht. Cliff ist auch sauer und critical. Ja, erledigen wollte ich ihn eigentlich mit Tobin, weil Scharfschützenbonus und so. Ja, wobei Cliff, ich bin bei dir ganz froh drum, dass du ein bisschen beides hast, Verteidigung und Resistenz. Das sieht man bei Magiern eher selten. So, ich mache es wie zuvor. Ich stelle die mal hier hin. Ihr kommt nicht dahin. Langsam nach. Tobin, Meisterscharfschütze, muss natürlich oder darf nicht fehlen. Er kommt da oben hin und bis jetzt klappt's noch. Ich wollte gerade sagen, Face-Trefferquote ist viel geringer als die des Gegners, trotzdem trifft sie eher. Auch ein bisschen schräg. Ja, natürlich bei einem... Stehen wir nicht im Wald, hä? Da hatte ich gerade echt nicht im Wald. So, jetzt wird es doch langsam ein bisschen interessant. Problem ist, ich habe hier nirgendwo mehr einen Schutz im Wald. So 0 Crit-Chance, aber eine hohe Trefferquote. Vielleicht trifft er mich ja nicht. Oh, hätte ja sein können. Heilen, vielleicht auch langsam eine Option. Ich gucke gerade mal. Heiliges Knonrohr. Na klar, ein Ritter tot, aber also trotzdem so viel Damage machen, ich hätte es nicht erwartet. Wenn ich mal so angucke. Okay, das sieht doch relativ gut aus und gefällt mir auch. Das hingegen gefällt mir jetzt weniger. Allen wird ihn killen, aber ich würde allem ungern da alleine hinschicken. Das heißt, schon, aber nicht, bevor ich da erstmal. Ich halte Alm erstmal. Alm heilen, dann greife ich gerne an. Von mir aus auch mit Windschlag. Donnerschlag weg wäre. Oh, Windschlag reicht gar nicht. Windfeger nicht rein, natürlich doof. Andererseits hätte ich ein bisschen mehr. Hätte ich halt ein bisschen mehr.
heißt, jetzt kann ich mit Claire hier eigentlich noch angreifen. Ich hoffe, sie trifft auch. Beim ersten Mal vor allem. Dankeschön. No, I'm simply terrible. Jetzt habe ich im Prinzip noch den da oben, der angreifen kann. I can read all. Mhm. Also, aber ich habe den hier, der da nichts mehr machen kann und deswegen kill ich ihn direkt. Dass Lukas echt schneller ist und deswegen auch doppeln kann, wundert mich jetzt doch ein bisschen. Ich habe Lukas ziemlich unterschätzt, wa? Finde ich aber sehr geil, was er hier treibt. So, schwarze Magie Donner. Wer will, wer hat noch nicht. Okay, erstmal den da. Gut gemacht, Cliff. So muss das sein. So, ein bisschen Mana gefälligst. Das macht mir zu wenig Damage. Das heißt, ich muss erstmal gucken. Die würde ich halt gerne gegen den machen. Wenn noch 8 unten ist, okay. Das wäre 9, würde also aufgehen. Einfach hier Tobin, Meisterschütze, er muss ihn einfach killen. Das ist doch ein kleines Problem. Okay, nevermind. Never count Tobin out. Ich finde den Spruch so geil. Ja, Tobin, so liebe ich das. Du bist ein Scharfschütze, der sich gewaschen hat. Also die Hände gewaschen natürlich. Fehlt, darfst aber ruhig auch mal critten. Ja, aber das geht auf. Auch das geht auf, weil jetzt muss er weichen. Vorausgesetzt, treffe auch zweimal. Jo, durch. Sehr gut. Auch auf Almsroute. Jetzt noch kein Problem für unseren Ritt Master of Disaster mit seinem Lederschild. Ja, irgendwie aber das Gefühl, Celikas Route ist von Items ein bisschen besser beschenkt als diese hier. Irgendwie sind auch immer die besseren Items und so, bin ja schon ein bisschen schräg. Der oben kommt gar nicht. Also kann er gar nicht, hä? Volltrottel. So, das heißt, anlocken ist angesagt. Na, ich lass mal, wa? Kannst du mal ganz kurz hier erholen? Dankeschön. Vielleicht brauchst du doch mal noch. Wer ist kurz... gut, aber bis ich mit dir da drüben bin. Ja, schon da drüben. 16 runter ist knapp die Hälfte. Claire, kriegst du den Rest noch hin? Ja. Wer hat Angst vor den bösen Magiern? Claire doch nicht! So, Clive, bitte red mal deine Schwester. Also retten in Anführungszeichen natürlich. Es passt doch perfekt zum Partende hin, Freunde. Wir haben noch... Ja, komm. Ein bisschen Überlänge. Oh, Clive. Please. Das ist schon ein bisschen... Oh, immer so Situationen, wo ich mich frage... Warum? Warum will das Spiel mich nicht? Oder warum will das Spiel, dass ich diese Charaktere führe? Alter, was ein hässlicher Schleim. Okay, jetzt kommt der Boss auch schon. Damit habe ich jetzt doch nicht ganz gerechnet, aber... nein! Scheiße! Ich wollte einen anderen! Ups. Zu schnell geklickt. Leck mich am Arsch. Okay. Das heißt jetzt Planänderung. Scheiße. Okay, gut. Ist trotzdem down. Danke, Fee. Auch wenn du das erste Mal ein bisschen, ja, geschwächelt hast. So. Und natürlich den hier. Ich ziehe relativ wenig ab. Scheiße. Und natürlich mit Cliff noch Feuer und Donner. Das müsste ein bisschen mehr Schaden machen. Deswegen, ich versuch's mal mit Teleport. Schicke nach vorne. In den Wald hinein. Oh, der Boss ist aber übel. Der ist aber echt sackeübel. Was? Wieso kann ich mich hier treffen? Wegen so einem scheiß Schleim? Jo, wegen so einem scheiß Schleim. Was mache ich da, wa?
Wenn ich mit allem angreife, muss ich natürlich windfähiger machen. Damit er ausweichen kann. Okay, damit wären schon mal ein paar Punkte runter. Dann habe ich Claire noch, die wird draufgehen. Da finde ich jetzt nicht sehr gut. Clive wird sie interessanterweise überleben. Das wundert mich jetzt aber doch. Aber würde ich sagen, nehme ich gerne an. Danke. Wie du kriegst es mit 1%. Einmal getroffen, muss ich nehmen, geht leider nicht anders. Es lebe der Rittertod, Freunde. Ja, bin froh, dass er überhaupt einmal getroffen hat. You must heal quickly. You must heal quickly. Quickly, heal mich. Scheiße. Ja, Cliff, ich weiß, auch deine Trefferquote ist für den Arsch. Scheiße. Muss treffen, sonst muss man nochmal von vorne anfangen. Schwein gehabt, wer das nehmen gegangen hätte, wohl verloren. Also verloren, sicher mindestens eine Einheit. Oder wohl genau eine Einheit. Das hätte mich ziemlich angekotzt. It's more fun when we barely escape with our lives, right? Ja, ich merke es mir, von wegen, wenn ich den Boss schon sehe, lieber noch abwarten bis ganz am Ende, bevor ich ihn triggere. So, das war der Wald von Sophia. Nächstes Mal sind wir abzweigen im Wald. Wir haben hier verdammt viele Gegner, zumindest wieder mal keine Magier. Da also kann ja gut mit Lucas und so blocken. Perfekt. Oder aber ich mache nächste Folge doch erst mit Celica. Come in! Nein! Es gibt 2 Diebe da unten. Okay, reicht schon. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich hier vorgehe. Aber wir sind hier eh schon bald hier oben, wa? Ja. Also, im nächsten Part dann, Freunde, wenn wir mit Celica wieder ein bisschen vorwärts gehen. Hier vor allem Bergdorf. Mal gucken, was da so abgeht. Allen geht währenddessen im Westen weiter. Wird hier sowieso aussieht gegen 2 Truppen antreten. Der relativ wenig macht, der für umso mehr. Das wird lustig. Hier oben haben wir das Dorf im Wald. Auch was Lustiges, wie es aussieht. Hier mal ein Waldschrein endlich mal wieder zum Upgraden und zum Entwickeln. Und das als Festung. Die werden wir vielleicht sogar im übernächsten Part mal ja, verschrotten. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.